was ist wichtig bei Märchen für die Kleinen. Und da mit klein meine ich so 3,5-Jährige bis 4-Jährige, so 2, 3, 4, dem sage ich klein. Und für die ist es ganz wichtig, dass es eine spannende Geschichte ist, dass es kurz ist und dass es eine einfache Struktur hat. Etwas, was sich gern wieder wiederholt. Also manchmal ist das 3-mal oder manchmal ist es auch wie bei einem Kettenreim aufbauen, dass gern etwas dazukommt und nachher wird es wieder abgebaut. Das ist also ganz wichtig, dass die Kinder das nachher dramatisieren können, also dass man mit denen das spielt. Und wenn jetzt ein Igel drin vorkommt oder ein Aas oder ein Wildsau, dass man das nachher spielt. Oder dass man es zeichnet oder dass man es mit Plastilin formt oder wenn man mit Salzteig macht oder wenn man Zopfteig macht, dann kann man wegen meinen auch einen Hase oder einen Igel machen und den backen und dann kann man ihn essen. Also das ist ganz wichtig, dass das nicht zu schwer ist und dass sie sich das vorstellen können. Also als Beispiel haben wir aufgenommen die Riesenrunkelrüben. Und die habe ich erzählt, weil ich sie so gerne habe. Und das ist ein Bauer, der einen Samen sagt und der wächst und die Runkelrübe wird riesengroß. Und das Thema ist nach dem Wachsen das Ernten. Aber der Bauer bringt die nicht raus, die ist so tief reingewachsen. Und der ruft der Großmutter und die hilft auch rütteln, es geht nicht. Dann rufen sie dem Enkel, der hilft und es geht nicht. Und dann kommt der Hund und es geht nicht. Und dann kommt die Katze. Und das Witzige ist, am Schluss kommt ein kleines Müsli und das hilft dann ziehen und dann fallen alle um. Und die Runkelrübe kommt raus. Also es hat viel Witz und viele Figuren, die die Kinder nachmachen können. Also beim Hund wohlen und bei der Katze miauen und beim Müsli vielleicht noch machen. Und die auch helfen. Das als Beispiel, also das wird so aufgebaut und nachher, wenn sie ziehen, fliegen alle um und dann können die Kinder gucken und das kann man also darstellen. Das machen sie gerne. Oder das Goldilock und die 3 Bären ist genau so eins. Das ist aufgebaut. Das Goldilock geht als Hauptfigur in den Wald, kommt dann zu einem Häuschen und in diesem Häuschen hat es eben von allem 3, also ein gross und mittelgross und klein. Und das Grosse, das ist gehört dem Vaterbär und die Mutterbär ins Mittlere und das Kleine ist dem kleinen Bärli. Und die Grössen, also gross, mittelgross und klein, das zieht sich durch das ganze Märchen. Und sie probieren, also es hat auf dem Tisch also wieder gross und mittelgross und kleine Schüssel und auch solche Löffel und es probieren und am Schluss isst es das Kleinste auf und dann geht es nachher über rauf und dort hat es ein grosses Bett, ein mittelgrosses und ein kleines. Also es ist immer das gleiche Muster. Und am Schluss kommen die Bären aus dem Wald heim und der Vaterbär der macht eben grosse Schritte und die Mutterbär macht nur so halbgrosse Schritte und das kleine Bärli macht ganz kleine Schritte, das Tässelt. Und dann merken sie, der Vater sagt, der schmeckt nach Mensch. Und dann merken sie, dass da jemand war. Und zuletzt finden sie das Goldilock im Bett oben. Und dann schnaufen sie alle schnaufen bei ihm und das macht die Augen auf und kups, schreit und kommt zum Fenster raus und geht heim und geht nachher nie mehr allein in den Wald. Also das Aufbauen kann man nachher spielen mit grossen Küssen und mit kleinen Küssen und mit ganz kleinen Küssen. Oder man kann eben Geschirrchen nehmen, ein grosses, ein mittleres und ein kleines. Und das Kind, weil das so abläuft und die Spannung ist, dass das Kind dann nicht gefressen wird, weil die Bären machen ihm nichts, hat das einfach sehr viel Faszination und man kann es mit seinen Babys und mit seinen Bären spielen und darum passt das für die Kleinen. Und das Letzte, was ich auch gut finde für die Kleinen, es gibt noch viele andere, aber ich habe jetzt die als Beispiel genommen, ist der Herdöpfelkönig. Und Herdöpfel kennen alle Kinder und dann kann man auch einem grossen Herdöpfel mit Goldpapier Kronen
um den Kopf machen und Augen und das Maus stechen. Und dann kann man mit dem Herdöpfelkönig spielen. Und dann passiert das Gleiche. Es ist ja der Großmutter und die will ihn dann vor und dann kann er ab. Und dort begegnet ihm nachher ein Sigeli und dann begegnet ihm ein Wildsau und dann ein Hase. Und die wollen ihn alle fressen, aber er holt es immer ab. Und am Schluss trifft er 2 Kinder und die haben so Hunger. Und für Kinder, die Hunger haben, tut der Herdöpfelkönig gerne sich kochen und essen, weil denen will er eine Freude machen. Und da finde ich schön wieder eben zuerst Herdöpfelkönig, Großmutter, Egu, Wildsau, Hase und dann die 2 Kinder. Wieder der Aufbau, der gerne gleich läuft und am Schluss eben eine gute Tat. Also das ist eigentlich bei allen Märchen, am Schluss kommt es gut. Und das Gute siegt. Und das ist so wichtig in den Märchen heute, dass Kleine Selbstvertrauen haben und wissen, am Schluss kommt alles gut. Entweder die Runkelrübe kommt raus, die haben sie dann zuletzt mit vereinten Kräften retten. Oder das Goldilock kommt heim und geht dann nachher wegen dem Respekt nicht mehr in den Wald, will den Gebären dort nicht mehr begegnen. Und der Herdöpfelkönig, der lässt sich eben dann essen, für das die Kinder nicht Hunger haben. Das wären jetzt so Gründe für kleine, einfache Märchen, die ihnen gut tun.